Also zumindest jetzt noch nicht. Deswegen lassen wir das. Moment, da habe ich einen Lederbeutel gesehen. Oder? War das ein Lederbeutel? Na, aber doch keiner. Da haben wir Sumpfgasdrohnen. Na gut, treffen wir wieder so. Sumpfgolem. Ach, da schau her. Trank, Spruchrolle, Krallen, goldener Ring und eine Truhe. Aber keine Knochen dabei. War da irgendeiner? Na, also die Sumpfhaie, die lassen wir jetzt mal in Ruhe. Wir haben schon ein paar bekämpft. Halt, Sackgasse. Ach, was treibt denn der da? Wieder kein Knochen. Ach so, Moment einmal, da sind wir gekommen. Wir müssen da hinten. Da geht's auch noch irgendwo hier. Ach, da hinten waren wir schon mal. Also von der anderen Seite. Da haben wir schon mal eins von den Banditen erledigt. Miguel, was treibt denn der da? Warte mal. Was machst du hier? Suchst du irgendwas? Pflanzen. Ich suche Pflanzen. Das meiste Zeug, was hier wächst, lässt sich für irgendwas gebrauchen. Viele Pflanzen haben Heilwirkungen und Sumpfkrautstängel kannst du rauchen. Vor meiner Zeit in der Barriere habe ich bei einem Alchemisten gearbeitet. Warum haben sie dich in die Barriere gebracht? Ich habe viel mit Tränken gearbeitet, die den Verstand beeinflussen. Mein Lehrmeister Ignaz hat eines Abends anstatt seinem Wein mein Experiment getrunken. Es hat ihn zeitweise unberechenbar gemacht. Und seitdem ist er etwas verwirrt. Die Magier haben mich daraufhin in die Barriere werfen lassen. Forschung an verbotenem Wissen haben sie es genannt. Was kannst du mir über das Lager erzählen? Nicht viel. Ich war selber noch nicht drin. Nur Ravens Leute waren von Anfang an dabei. Alle anderen, die später kamen, so wie ich, müssen warten, bis neue Leute angefordert werden. Woher bist du gekommen? Denselben Weg wie du, nehme ich an. Mit den Piraten, übers Meer. Das Tal hier ist komplett abgeschieden. Über Land gibt es keine Verbindung. Genau. Wann werden neue Leute angefordert? Wenn drin welche fehlen. Wenn sich ein Butler von einem Minecrawler fressen lässt, wird einer von uns reingelassen. Manchmal bringen sie sich auch gegenseitig um. Aber das ist in letzter Zeit besser geworden. Raven hat den Zugang zur Mine irgendwie geregelt, sodass nicht alle gleichzeitig reinkommen. Aber wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. War ja noch nie drin. Kannst du mir was beibringen? Keine Zeit. Ich bin hier, um an Gold zu kommen. Und solange ich nicht ins Lager komme, verdiene ich mir eben was mit meinen Kräutern. Aber wenn du ein paar Tränke brauchst, ich habe noch welche dabei. Ja, brauchen wir Tränke? Schauen wir mal noch. Lass uns handeln. Am besten die da. Die 70er nehmen wir auch mal mit. Wie viel haben wir denn im Moment? Ja, schaut ganz gut aus. Denn die haben wir bestimmt noch mal nötig, wenn wir irgendwann mal auf die Drachen treffen. Das wird dann ein Heidenspaß mit denen. So, was haben wir da herum?
Das habe ich früher auch immer gesagt. Truhen. Ja. Genau das habe ich auch gesagt. Können wir denn da noch schauen? Wichtiger Hinweis. Das wird sich nie ändern. Was ist denn das für ein Hinweis? Mit mir kann man sowas nicht machen. Das kann doch nicht wahr sein. Hing an einer Hütte im Sumpf. Warum erzählen? Ich habe für so etwas keine Zeit. Das sind doch alles nur Gerüchte. Ach so. Nehmt was ihr braucht. Gerne doch. Man erzählt sich ja so einiges. Und wir sind ja fair, wir lassen die Bolzen übrig, weil wir die nicht brauchen. Das liegt doch auf der Hand. Mir brauchst du das nicht zu sagen. Glaubst du wirklich? Wunderbar. Das interessiert mich nicht. So, Bandit. Bandit. Ewig so weitergehen. Die bringen uns nicht weiter. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Hey, was willst du hier? Willst du ins Lager? Glaubst du? Ja, ich bin... Interessiert mich nicht, wer du bist. Ich bin Franco, ich bin hier der Anführer. Also, wenn du hier draußen einen guten Job machst, bringe ich dich ins Lager. Ramon, der Torwächter, wird dir sagen, ob sie im Lager neue Leute brauchen. Sprich mit ihm. Warum erfahre ich das jetzt? Ach so, das ist Franco. Ich werde mich da nicht... Schick mich jetzt rein. Und, was, wenn ich Nein sage? Ewig so weitergehen. Irgendwann muss das ja so kommen. Ja, was wollen wir denn jetzt aus? Genau das habe ich auch. Dann wirst du es eben bereuen, oder? Dann warte ich eben noch ein bisschen. Ich glaube, wir warten lieber, Dann warte ich eben noch ein bisschen. Genau. Soll doch sein, denn wir wollen ja nicht auffallen. Wir sind in geheimer Mission der Piraten unterwegs. Genau das habe ich auch gesagt. Und für die Magier natürlich, nicht zu vergessen. keiner wissen. Mit mir kann man sowas nicht machen. Und wäre natürlich nicht so gut, wenn wir uns jetzt schon verraten. So, mit Ramon sollen wir reden. Ja, der Omert. Hey, was willst du? Kann mir nicht vorstellen, dass du eine Erlaubnis fürs Lager hast. Franco schickt mich. Er will wissen, ob jemand im Lager gebraucht wird. Ja, wir brauchen jemanden. Gestern hat wieder einer von den Kerlen den Löffel abgegeben. Dieser Idiot hat sich mit Esteban angelegt. Wer ist Esteban? Der Anführer des unteren Lagers. Er entscheidet, wer in die Mine kommt. Also sagt Franco, dass Taurus nach einem neuen Mann verlangt. Alles klar? Taurus? Den kennen wir doch noch. Taurus? Der Taurus? Ja, der Taurus. Der Mann, der die neuen Leute anfordert. Der Mann, der entscheidet, ob und wann ein neuer Typ aus dem Sumpf ins Lager kommt. Du willst mir doch nicht erzählen, dass du ihn von früher kennst. Naja... Ja. Pass auf. Jeder kennt Taurus. Trotzdem kommst du nicht rein und ich werde ihm nichts ausrichten. Ich bin der neue Mann. Hey, versuch nicht, mich zu verarschen. Es entscheidet immer noch Franco, wer von euch ins Lager kommt. Franco hat mich geschickt. Hat er nicht. Also verschwinde, sonst breche ich dir die Knochen. Na, was sind denn das für Manieren? Der hat doch gesagt, wir sind da AVG, oder? Das lässt uns ja nicht rein. Jetzt pass auf. Jetzt laufen wir nochmal zu Franco. So, Bursche, dreh dich mir um. Hey, du. Das will doch keiner wissen. Taurus braucht einen neuen Mann. Gut, ich werde mich darum kümmern. Moment, was ist mit mir? Du hast noch nichts geleistet. Ich habe schon eine Menge geleistet, nur weißt du nichts davon. Okay, du willst eine Chance. Du kriegst eine Chance. Schwing deinen Hintern zu Logan. Die Sumpfhaie rücken ihm zu sehr auf die Pelle. Hilf ihm mit den Viechern fertig zu werden, dann bist du schon so gut wie im Lager. Das hätte doch besser wissen müssen. Logan. Logan ist tot. Verdammt, er war der beste Jäger, den wir draußen hatten. Verfluchter Mist. Wie dem auch sei, ich habe schon jemand anders ins Lager geschickt. Logan ist der, den wir schon erledigt haben, wo wir da auf der anderen Seite waren. Erzähl mir nichts, ich kenn Also, kann ich jetzt ins Lager? Pass auf, es gibt nur noch eine Sache, für die ich dich brauche. Vor ein paar Tagen habe ich Edgar in den Sumpf geschickt. Er sollte mir eine alte Steintafel besorgen. Aber seitdem hat er sich nicht mehr blicken lassen. Sieh nach, was er treibt und bring mir diese verdammte Steintafel. Steintafel, die kann er gleich haben, oder? Die haben wir dabei.
Also, wo finde ich diesen Edgar? Willst du den einfachen Weg oder den schnellen? Hier kann man sowas nicht machen. Der soll mir nichts Erklär mir den einfachen Weg. Folge dem Steg bis zum vorderen Tor. Da müsste Sancho stehen. Geh dort links und folge dem Steg. Da sind überall Ruinen. Irgendwo dort sitzt er rum. Ich denke mal, er war schlau genug, sich ein Feuer anzumachen. Das wirst du ja wohl finden. Ja, wir waren schon bei Edgar. Brauchst du das nicht zu fragen. Ja, also, rennen wir wieder oben. Also, wenn er nur Steintafel möchte, Sonne haben wir noch dabei. Haben wir davor schon irgendwo gefunden. Aber wir sollen nochmal Edgar aufsuchen. Und wir nehmen den schnellen Weg, und zwar durch die Sümpfe. So, Edgar flackt da hinten irgendwo. So, also Edgar, wir kommen von Franco. Franco schickt mich wegen dieser Steintafel. Hast du sie gefunden? Mann, ich hab sie nicht mal gesucht. Alles, was ich weiß, ist, sie soll in diesem alten Gebäude tief im Sumpf liegen. Und meine innere Stimme sagt mir, Edgar, halt dich fern von alten Gebäuden, die tief im Sumpf liegen. Ich werde meinen Arsch bestimmt nicht für diesen Penner Franco riskieren. Wo ist dieses alte Gebäude noch gleich? Geh einfach links an dem großen Felsen hier vorbei. Nach einer Weile kommst du zu einem weiteren großen Felsen. Da musst du dann links oder rechts dran vorbei. Ich weiß es nicht mehr, das ist schon zu lange her. Aber die Ruine soll auf einer Art Anhöhe liegen. Ziemlich versteckt zwischen Pflanzen. Vielleicht hast du Glück und du findest sie nicht. Wegen der Blutfliegen. Was willst du wissen? Ach so, na, das brauchen wir nicht. War schön, dich gekannt zu haben. Ja, wir kommen wieder. Ist ja klar, pass auf, am großen Felsen vorbei. Wo ist denn für ein Felsen? Ach, der da? Links hat er gesagt. Hä? Da können wir ja... Tief im Sumpf. Vielleicht da hinten. Na, von Anhöhe soll dann die Ruine sein. Ich glaube mal, dass wir uns da durchschnitzeln müssen. Oh, dieser Sumpfhai. Wunderbar, haut doch ganz gut hin. Da ist der nächste. Ja, wir marschieren jetzt einmal durch den Sumpf und suchen mal die Ruine, die soll irgendwo da hinten sein. Hoffe ich zumindest. Was ist denn da vorne? Sumpfhai. Achso, ja, den schaffen wir natürlich. Ach, das ist noch auf Hey. Das wird was Längeres. Ach, die Sumpfratten. Fisch, schwerer Ost, Heilkraut. Schwerer Fisch, nehmen wir mit. Brot nehmen wir mit. Was ist denn da hinten der Sumpfgolem? Wollen wir uns mit dem einmal anlegen? Wir könnten es einmal probieren, ob wir es schaffen. Ja, sollte möglich sein.
Mit 2 wird es aber kompliziert. Aua! Nichts zu holen. Nichts zu holen, gibt's keine Gold im Herzen? Nichts zu holen. Nick. No, so Kandidat. So, oh, gescheiter Schluck noch. Au, das haben wir wieder nicht gekriegt. Aua. Ja, wunderbar. Hat ganz gut hingehauen.